Einladung zum Pelzer Schlachtfest. Hans Glückstein. Mei viel liebes Bäsel und Hochwertervetter. Zum Achle und Spule, da is jetzt so's richtige Wetter. Drum hat der Familienrat fröhlich und einstimmig beschlossen. Am Samstag, da muss unser Seiche sein Leben halt lassen. Und weil er beim Essen und Trinken ward immer recht fleißig, erwarten wir pünktlich euch abends um 7:30 Uhr. Da ist dann die Wurstsuppe gekocht, für sich richtig Salatze. Wir lassen im Kessel ein halb Dutzend Wurst noch platze. Die Krummbeerenwürfel, die geben ein sämisches Geschmäckel. Und Fettaregrieze, so groß wie ein Kaffeekannendeckel. Und Wurst gibt's, ich sag's euch, die kenner im Magen begraben. Ein Viertelmeter hat jedi, das kann er mir glauben. Die wären so zart und so saftig. Es kann keins drauf versticken. Die können er dann grad mit der Zunge auf'm Gaumen verdrücken. Natürlich ein Riesenstück Wildfleisch ist auch noch dabei. Ein Kiewel voll Sauerkraut, Erbse und Krummbeerenbrei. Ihr wissen ja, die Palz lässt bei Gastfreundschaft niemals sich foppen. Da können er die gähnende Löcher im Magen euch stoppen. Die Schlachtpartie soll euch noch wochenlang fröhlich gedenken. Denn es gibt noch ein Weiche, ein sauberes, zum Löschen und Schwenken. Die Stub ist geweißelt, sie ist freundlich, adrett und recht niedlich. Der Ofen spaut's brummend, da wird's dann fidel und gemütlich. Im Stall draus tut's Seiche heut lustig noch fresse und grunze. Am Samstag gibt's Leberwurst, Wildfleisch, gehacktes und Blunse. Was übrig bleibt, Rippscher und Kniescher und Schinken und Lappe, das kommt in de Sulper und bleibt zur Verfügung vom Pappe. Doch nächstens Mal sonntags, da machen wir euch wieder parat. Da gibt's zu dem gesalzene Krummbeere und Selleriesalat. Na Allah, ihr kommen halt. Da gibt's kein Gedings und Geblember. Mit Gruß euer Michel, Grosnitzem, der 7. November.